Menschen, die schreiben mit verschiedenen Äußern, können sie sein derselbe Sprache. Sehr oft sind sie gerät zu ärgern einer dem anderen. Lass mich erzählen. Zu dem Oiber-Singer mit dem Klezmer, Lekovet, ich weiß, dass der Telefon sein bestammen sehr frumme Leid, aber zugepasst soll sein, der heintige Pasche von Nacht mit Gedaber und redet Gott zum Moshe und sagt zu ihm, dasselbe ist mit Kohl mit Wasser. Es ist nicht Keul mit Wasser, ich sage Menschen gemeinst, dass Keul mit Wasser. Wie man erzählt, es ist einmal gewesen, auch mit der Rebbe zum Verzaten. Also wird man der Monen, wo Sterntichel hat einmal gehabt, Bataten. Efter wollte man ein Streimel mit einem Spodek euch. Ich meine, dass dieser Artikel ist gewesen, angenommen als das erste Buch, was ist gedruckt worden, die chassidische Buch, was alle rufen nach chassidische Buch, ist von der Taltes Yankov Yosef, der Flohe in 1780 ist das, und das ist der Flaschenkoidisch, aber was ihr beweist in der Artikel, ist, dass der erste Buch kommen sind mit der Übersetzung von der Sefer Chassidim, und das ist ein riesiger Chiddush. In allgemein, die Eize, was wir vielleicht geben in Russland, als Tomer kannst du nicht schreiben, Poesie, schreib nicht. Ist eine gute Eize, ja. Shalom Aleichem. Wir wollen anlegen mit 5 Minuten rum. Aber ich bin sich bequem, ihr könnt sich begrüßen in der Schmusskessel. Derweil hat neu von einem Lied geschrieben geworden bei den Berstaten Josef Kerler, gesungen durch Hilde Burenstein, also wie ihr könnt sehen. Langer Sommertag von die weite Kinderjahren. In einem Strom von Pein und Plag hat bis heint sich nicht verloren. Trabenfreit in Jam von Treu, jener Tag bis heint gedauert. Trabenfreit in Jam von Treue gedauert, Trabenfreit. In Jam von Treue bis heint gedauert, in Jam von Treue bis heint gedauert. Jener Sommertag, der lange von der Weite bläu sich wickelt, durchgewein und durchgesangen bis zum Schmeichel von der Signe. Trabenfreit in Jam von Treu, jener Tag bis heint gedauert. Trabenfreit in Jam von Treu gedauert, Trabenfreit. In Jam von Treue bis heint gedauert,
in Jam von Treu bis heint gedeut. Dai da da dai da da dai 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 da da dai da da dai 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 dai. Jeno langer Sommertag von die weite Kinderjahren. In einem Strom von Pein und Plag hat bis heint sich nicht verloren. Tropfenfreit in Jam von Treue, jener Tag bis heint gedauert. Tropfenfreit in Jam von Treue gedauert, Tropfenfreit. In Jam von Treue, in Jam von Treue, in Jam von Treue bis heint gedauert. Dai da da dai da da dai 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 da da dai da da dai 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 dai. Dai da da dai da da dai 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 dai. Dann eben mit sagen, als unsere Ärzte und Davenen sind mit der Verletzten und gearbeitet in der Milcham in Israel und der Nigen, der Lied ist gewidmet das. Jetzt wollen wir rübergehen zu einem ganz anderen Thema. Eint haben wir das hier, sie reden mit Professor Dr. Kerler. Und ich will nur eben mit zwei Wörtern auf die Jiddisch-Liga, aber ich weiß nicht, die Jiddisch-Liga Zille wird offiziell Jiddisch für eine moderne und lebendige Sprache. Und mittigt Menschen, als wir soll reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddisch-Liga geht auch aus einem Journal mit dem Namen Eufenschwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Material, wo helfen euch, sich zu auslernen, ein einseitigen Jiddisch. Bei euch halten wir gesäderliche Programme mit der Repräsentlichkeiten, Forscher, Singers, Akteuren in Kulturtiers, was bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur, wie euch in der Geschichte von Jiddisch. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddisch-Liga, denn als wir halten jetzt auf ein neues goische Jahr, bitte kickt über eure Beisteuerung. Werdet ein Mitglied in Stütz die einzige jiddische Organisation, was alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Und da die Serie, ob ich das hier zu sagen, dass die Serie ist jetzt schon eine Chazuke. Wir haben nicht gewollt sagen, dass es du eine Serie wegen der Geschichte von Jiddisch, weil man sagt, dass eine Serie mit seinem Hotsch 3 Kapitel. Und wie ihr wisst, das Sachschreiben wegen der Geschichte von Jiddisch, aber sehr schwer, selten zu treffen. Professoren in Forscher aus anderen Tagen wegen Jiddisch, auf Jiddisch. Ist mit der einzige Kapitel kann man sagen, dass der Chazuke ist geworden. Es ist eine Serie, die Geschichte von Jiddisch. Wir haben Tage umgehen mit Dr. Erschel Gläser, was hat gerät mehr auf der Unheit von Jiddisch, und wir haben gerät auf die verschiedenen Theorien zu seinen in dem. Danach ist man rüber zu Professor Shimon Neuberg, was dort ist man rein der Unheit Literatur auf Jiddisch, und wir haben gerät auf die ersten Texten, der erste Schires, der erste Wörter, danach der erste Bücher. In Itzter geht man reden, Tage mit Professor Kerler, wegen der erste moderne Literatur auf Jiddisch oder der moderne Literatursprache. In Fall, wenn wir geht rein zu den Termin, will ich sagen zwei Wörter wegen Dovbern. Dovber Kerler oder Boris Karloff, wenn sich wir so kennt, ist geboren geworden in Moskau in 1958. Hat studiert Linguistik in Philologie in der Hebräischen Universität, auch in Oxford. Sind 2001 vierte Runde Kathedra für Jiddische Limidim in der Indiana-Universität. Hat ungeführt mit einem Heimprojekt, wo sich vielleicht später stellen einen Link in ein Schmutzkästel. Dort könnt ihr sein Interviewen auf Jiddisch mit dem älteren Doriden von Mitteleuropa. Also können wir sagen, der letzten Dor, wo sie reden noch Jiddisch dort. Hat bis geschrieben, redaktiert auf Jiddisch und auf Englisch über 13 Forschbücher, Erzählungen oder Poesiebücher, Anthologien, Zeitschriften. Bei MS, als mir will alles lernen, ist thematisch möglich, aber ich stelle einen Link später in ein Schmutzkästel auch, sie da in der Vereinigte Katalog für in Jiddisch,
ihr sucht Kerler, wird ihr sehen, auch jetzt sein Tatsbücher und auch jetzt sein Bücher, werde ich euch stellen, bald linken zu dem euch. Ich will euch stellen linken zu der League für Jiddisch, und also will das allein sichern, das leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org, und euch auf YouTube könnt ihr sichern, League für Jiddisch auf Englisch, in Jiddisch Liga auf Jiddisch. Es ist ein euch zu haben, ein Professor Kerler, Agiten. Schönen Dank, was ihr hat mich eingeladen und einen schönen Dank alle Freunde, die sind gekommen, sich zuzuhören zu meinen Stussen. Das ist, gehe ich bald erzählen. No, Ja. stießen ist es nicht, wenn sie sind unsere Covid. Lassen wir schon reden mit Arantanzen gleich in der Wasser. Wir gehen reden Tage der Entwicklung von der modernen jüdische Literatursprache. In erster Tage lassen wir sich wegstellen auf dem. Was meint Literatursprache? Es ist da ein Stückchen terminologischer Plonter, er will nicht kein Plonter, nur jeder eine nutzt etwas anders. Wenn ich angegeben meine Limudim und meine Forscharbeit mit schon 20 Jahren zurück, mehr als 30 Jahre zurück, ist das englische Wort gewesen Standard Language. Ich habe sehr fein gehabt das Wort Standard Language, weil Standard meint, dass man muss sich halten bei etwas wie ein Gesetz. Und wir wissen alle, dass die Sprache, was man schreibt, wie unifiziert das soll nicht sein und wie standardisiert das soll nicht sein oder normiert, es ist noch halt da eine Sachvariierung und es ist da Dynamik und es ist nicht als Leute ein Schablon. Aber ich weiß nicht, das, was die Russen pflegen nutzen, wenn ich bin noch jung, und das ist die literarische Sprache, die Sprache von Literatur. Literarische Sprache meint Literatur in allgemein, alles, was man schreibt. Also wir können sagen, bei einseitigen neue Linguisten, moderne Linguisten, redet man wegen Schriftlichkeit. Und die, was forschen moderne Jiddisch, bei der Chassidim, reden sie wegen Schriftlichkeit. Aber Schriftlichkeit kann meinen, oder Tage literarisch loschen, oder das, was soll geheißen, beim Monat vom Sowjetenverband, Ivridigkeit, das heißt Literacy. Ja, was Schriftlichkeit kann nicht meinen, so wir können schreiben. Man versteht, was ist zu schreiben und zu lesen. Eigentlich nicht alle, was können schreiben, können das schreiben, und nicht alle, was können lesen, verstehen, was sie lesen. Aber das ist ein besonderes Problem. Ich habe geschrieben Literatursprache, ich habe mir stammen nicht, und ich habe geschrieben auf Englisch, ja. Wollte ich geschrieben auf Jiddisch, wollte ich mir stammen nicht geschrieben auf Literatursprache. Später, ich habe sich immer gesagt, aber ich ausgetragen Literatursprache. Das ist das nicht Sprache von Literatur, nur Literatursprache, wie ein zu Neufguss, ein zu Neufheft. Aber versteht sich, auf Jiddisch sagt man so sehr ein guter Begriff, auf Jiddisch Rufe, das ist Klarlsprache. Und klar, es läuft auf Standard. Ja. In einem von euren Artikeln hat ihr geschrieben, der eine von den Artikeln ist gewähnt wegen der Chilik zwischen der Literatursprache, Schreibsprache und Schriftsprache. Es ist auch bekannt, erklären, was ist der andere Terminen. Jiddisch hat gehabt eine ältere Geschichte, eine längere Geschichte wie nur in Mitteleuropa. Es hat die Geschichte von Jiddisch heeft sich an Lechole Deis in Zentraleuropa, aber nicht so viel in Meier-Europa, sagt man in Meier-Europa, das heißt Deutsch redende Länder. Versteht sich, es gibt eine ganze Literatur von 18. Jahrhundert, von Sof. Das heißt, unsere Literatur, wie wir kennen sie, hat sich umgegeben eigentlich schon im 19. Jahrhundert. Ich will das auf der Monat weisen. Aber etwas, was hat man gekannt beim Sof von 18. Jahrhundert, ist, Max Weiner hat das angerufen, Schreibsprach Aleph und Schreibsprach Beis. Aleph, also wird gerufen, Ashkenaz Aleph und Ashkenaz Beis, das heißt, Ashkenaz Beis ist Zentral- und der Rikisch Mitteleuropa. Also hat er auch angerufen die Schreibsprache. Es ist nicht rein in der ganzen Linie von Literatur, ich habe sehr gut gekannt, alle Probleme in der Ananden von Terminologie, in der Prager Schule von Linguistik, wo sie sein gewesen, sei strukturalistisch, sei funktionell, was sie gewollt weiterentwickeln, die tschechische literarische Sprache, haben sie auch gerade wegen Literatursprache. Aber er hat sich gehalten von der Weite. Ist wahrscheinlich dem Wiedereinander zwischen Linguisten und Philologen. Philologen arbeiten mit Texten. Ja, Philologen kontrollieren Texten und versteht sich mit dem Geltung von der Wörter die Geschichte von der Sprache. Reine Linguisten arbeiten nicht mit Schriftsprache, sie arbeiten mit den Gerätenloschen. Bei sie ist der ganze
Covid wird abgegeben dem Gerätenloschen. Ja, es ist Balpe. A welcher Sprache, mit welcher Äußers, welcher Eufen beschreibt man das Geräte? Auf Papier, das ist ein besonderer Englisch. Man kann verschreiben Englisch mit chinesischen Hieroglyphen, man kann verschreiben Ungarisch mit russischen kyrillischen Äußers und so weiter. Ja, ist die Schriftsprache oder die literarische Sprache ist nicht wichtig. Heute die ganze Geschichte von der menschlichen Sprachen, Srof von der Geschichte, ist nicht gewesen verschrieben auf ein Audio. Ja, wir haben nur Rekonstruktionsgebäude auf literarischen Loschen, auf dem, was es gewesen verschrieben und gedruckt, geschrieben und gedruckt. Das ist der Linie von der Unterschied, der Hilfe zwischen Geräten gegen Geschriebenen ist sehr wichtig für mich. Weil da ist sehr wichtig, was auf welchen Eufen man verschreibt. Man verschreibt das Loschen. Weil da wird schon der Linie von der äußersten Gufe ein Symbol von der Kultur. Ein sehr wichtiger Teil von der kulturellen Identifikation. Ja, und wie geht guck, Menschen, die schreiben mit verschiedenen Äußern, sie sein dieselbe Sprache. Sehr oft sind sie gerät zu ärgern in dem anderen. Als ein Beispiel, Serbisch und Kroatisch, ja, weil sie sind von anderen Christentum, die Kroaten gehen mit Lateinisch Äußern und die Serben gehen mit Kyrillisch Äußern, sind sehr Stechmesser, ja. Das heißt, als Äußere sind also genug wichtig, also man soll sich hitten mit dem. Bei Jeden ist da einander, wir alle sagen, dass es hebräische Äußers, es ist hebräische, es ist phönikische Äußers, ich rufe sie schon idische Äußers, weil schon so viele Jahren, sind sie gemacht 1000 Jahre, schon 800 Jahre, ich habe das gezählt, sind sie gewesen, Seiferidisch, Seifer andere jüdische Sprachen, was sie haben genutzt. Das heißt, die Schriftlichkeit Gufe, ich nutze den neuen Begriff, die Schriftlichkeit Gufe in verschiedenen jüdischen Lescheunes ist gebeut auf hebräische Äußers. Man hat viel sein, wie phönikische, versteht sich. Das ist sehr wichtiger Moment zu gedenken. Und die Rolle die symbolische Rolle von dem Allerweis in dem jüdischen Mystizismus ist gut bekannt, als Welt ist beschaffen geworden mit Äußers und mit Äußers ist der Mann mit dem Namen von Gott und macht Zerufim und so weiter und Kabbalah, Schmabolah, die alle wilde Manses, was sehr gut für Fantasie und Koyach Adibien, und nicht so sicher, dass es da so nützlich für Wissenschaft oder viele humanitäre Methoden, aber kennen das muss man, ist bei jedem Äußers spielt eine gewaltige Rolle. Ist so, dass sich so paluchit, so sich so bekommen in der Geschichte von Jiddisch, als wenn man hat eingeführt das Druckwesen von jiddischen Texten in 1520er. Ja, das heißt 1541, wenn der Sefer Rabash dachte sich, 28, also wir können es also finden, solche Problem, ist, hat man bemerkt, dass man nutzt, man schreibt, man druckt Sachen auf den Geräten luschen, ja. Haben die Druckers betrachtet und sie haben gesagt, wir dürfen, früher haben sie gewollt machen, den Unterschied zwischen der Teure, dem Text von der Teure, und Rashi, dem Perisch Rashi. Haben sie bestellt, das ist eine sehr wichtige Arbeit, dass das als geforscht in der Forschung von Buchwesen und Druckwesen, Safran, wo wissen, als man bestellt verschiedene Äußers bei zwei verschiedenen Menschen und man bekommt zwei Versions. Eine Version gebeut, wenn wir sagen, mehr oder weniger auf dem sphardischen Kursiv, ja, also beschreibt Gier. Und das ist geworden Äußers Rashi, weil Rashi, wie wir wissen, ist Griechen Sfardi. Und aber sie gehabt noch ein Kursiv, ein chinesischen Kursiv, und sie gesagt, was wollen wir tun mit dem? Und sagen sie, wir wollen drucken Bücher auf unser Jiddisch Deutsch, und das wird sein für Jiddisch. Und das ist ein Gewinn der Äußers. Und so Bücher sind ein Gewinn, eine Minute, ich will machen mal Share.
Und ich will euch weisen bald, Haloche le Meise, wie der Oisjes Omois gesan. Was, das ist mehr weniger, es ist nicht Mama Samas, nicht Sama Onne, ich weiß nicht, wie ich Sama Onne, aber es hat sich auch gegeben von Sama Onne. 1530er, ja. Man hat angegeben gleich, weil die Oisjes hat bekommen, Eidem hat angegeben drucken. Das ist eine sehr bekannte Übersetzung von, wie weit wir wissen, Eli Bocher. Nicht wie weit, da dachte ich, dass er sagt, das ist Eli Bocher, so. Eli Bocher Ashkenazi, ja. Und das ist Sefer Tillem. Und was wir da haben, erstens ist ganz frei, und zweitens, ihr könnt sehen, also seht euch einer von den jüdischen Fonten, von jüdischen Oisjes Mamesh. Das hat geheißen, so deutlich nehmen. Maschayit, Maschkit, Weiberteich hat man es gerufen. Und in der Nationalen Bibliothek, wo ich habe sich gelernt und gelernt Bücher und so weiter, hat man in der Katalogen damit verschrieben, Oisjes zur, das heißt Oisjes von 10 Arena. Ja. Aber versteht sich, das Sachalter mit 10 Arena, das ist von einem Mamesh 1530. Und es sind doch verschiedene Varianten von dem mit Oisjes. Ja. Das heißt, es ist ein bisschen, ob ihr kennt, Oisjes Rashi, ist ein bisschen klarer. Jetzt ist, wenn nicht ist nähnt zu dem, wie zu den Oisjes Merubois, zu den Quadraten, Standarten jüdischen Oisjes. Ist, was aber gewollt weisen, als man nutzt da mehr wie ein Typ von Oisjes, ja? Weil der Mann, der da nicht geht in Ruth der Reshoim, ich weiß nicht, was, Eli Bocher hat beschlossen, überzulassen, das originelle Wort Reshoim, aber ich kann sehen, als der Schiene ist anders, so nicht so, wie der Schiene steht, ja, und das ist geschrieben auf Hebräisch, ja, das heißt, Ja. als aufs Wort ist von Hebräisch, darf man schreiben mit der hebräischen Schrift, ja, und hat da noch Laminazeach, zu dem Oiber Singer, zu dem sein Singer, nicht Singer, mit dem Klezmer, das da heißt Neginnes, ja, ist sollte der Klezmer und Neginnes geschrieben mit mehr Quadraten. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die sehr gut bekannte Übersetzung von dem Chumash, sehr schicke Übersetzung, von ganz früh, von 1560 in Cremona des Reus. Das ist von Basel, 1583, wo steht die Kopie, was mir oben auf Internet ist, das ist auch besser wie die Friede. Aber der Text ist dasselbe. Und Lekovet, eigentlich, ich weiß, dass der Telefon sein, das damals sehr frumme Leid, aber ich zugepasst, und so, ich habe gedacht, Spein, das sagt Lied, figurativ, aber es zugepasst soll sein, der heintige Pasche von Nächten und der Ära, ihr sagt, also, ich habe sich Sohn, das ist der Parsche, Jedaber und redet Gott zu Moshe und sagt zu ihm, ich bin Gott, und Vayera und ich hab mich der zeigt, der Wissen, zu Abraham und zu Yitzchak und zu Jakob mit Gott, dem Allmächtigen. Und mein Name, Gott, nicht ist worden, der kennt zu ihm, zu sei, und so weiter. Ja. Ihr seht da, Vegam, das ist von dem Original, da sind solche Stücklich, Weidaber, Vegam, wer das ist alles geschrieben, kleimisch, auf Quadratoises. Da, ich kann euch leider nicht sagen, was für ein Pär ist, das ist nicht, ich glaube nicht, das ist Rashi will gewinnen, sagt mir, und öfter ist ein Künstler von Rashi. Und das ist mit kleineren Oizes, ja. Der ganze Chumash ist bloß auf Jiddisch. Das ist sehr frei für ein Buch, so die ganzen auf Jiddisch. Das ist zusammen von Druckwesen. Und es ist ein bisschen, es ist ein Problem mit der Ausgabe, es ist schwer zu gefunden, die Kapitel. Aber sie halten uns alle Parshas, und beim Samen überrot eine größere Kopie von einem Scharblatt, wir können es gefunden. Das erzählen die Kletter, als das halt ist gedämmen soll hitten und lernen sich jede Woche. Das ist 1583. Einmal weg. Das ist schon die Zeit von Zur, 10 Rennen.
euch et Pasche Vera el Avram, Gott sagt, ich hab mich dann bewiesen zu Avram und Yitzchak und Jakob und ich hab ihm gesagt, mein Name, dass ich heiß Shaddai, und hab sie nicht gesagt, mein Name ist Adoshem. Oder Adonai, und so weiter. Ihr sollt doch können schon verstehen, das Jiddische sagt besser. Das ist nicht nur der originale Zehner von dem 17. Jahrhundert, von 1600, mit etwas. Das ist schon 1800 und 10 Rennen, wie wir wissen, hat sich gebeten gemacht von einem Druck bis zum anderen. Das ist eine gewaltige Laboratorie, sprachliche Laboratorie. Das ist am meisten, wie so jemand das entdeckt, den ganzen zufällig. Professor Schande Schmerokel, was schon, hat auf seinem Seminar gesagt, man soll jeder einer so bringen, sein Mames oder sein Bobes zu rennen, wird man lehnen, stücklich und prim verstehen, wegen was redet. Haben sie gebracht, haben sie gesehen, jeder einer hat ein bisschen andere Lust. Das ist nicht, also ist Standard, wie ein Standard hat. Das ist nicht ein kanonischer Text. Das ist ein Text zu verteidigen, zu der Möglichen, dem Lehner, geringer zu verstehen. Zudem ist er doch sehr, sei sprachliche, sei zum Teil ideologisch, es ist doch chassidische Szenerien, es ist doch maskilische Szenerien, es sind doch verschiedene Szenerien. Die Arbeit, das ist eine klassische Arbeit, kennt ihr gefällt in einem Festschrift von Max Weinreich, was der Reus gedenkt ist, vor meiner Zeit, der getrunken ist damals 60er Jahren. Und nicht 60er Jahren, ja, das ist unser Geschirr, und ich habe das zu lernen. Ich will euch fragen, da, danke wegen der Thema. Wenn wir sagt Literatursprache, sag mal, sie können beweisen zwei verkehrte Sachen. Sag mal, beweist das eichere Prestige, ja, also in Literatur schreibt man etwas sicher, ja, also der Geschriebene ist allemal öfter besser von der Geräte, also ist da, wenn sie sag mal, können beweisen eine verkehrte Sache, als Literatursprache kann man noch die Sachen, was man geschrieben hat, also wie Zehnerren, ja, man das geschrieben, für Amoina Am, ja, das geschrieben, für der Weiber, öfter und bei der erste Chumisch, was sie hat bewiesen dort, was ist der Status von dem? Das ist eine ältere Literatur oder verkehrt? Es ist für die Freuen und für die nicht Gelernte. Was darf das bedeuten? Es darf sein, klar, übergesetzt klar für den Lehner. Es darf machen dem Text zugänglich, von einer Seite. Von der anderen Seite, wir kennen das übersetzen in Slang, ja, und verschiedene Wörter. Von einer Dialekt, was das Buch wird sich nicht verkauft, man so gut, weil man ist von einer engeren Dialekt, Lokalismen, wird es sein schwer zu verkaufen. Aber in ganzen Sachen, Bewornen gegen die schwerere Wörter kämen nicht. Und die Grammatik ist gewesen anders, wie man gesagt von dem ersten Stück, was wir haben gelernt. Sie ist innen, was sie, ja, in, und so weiter. Das sind dort noch Sachen, was man weiß. Aber eine Sache ist klar, als man es ist ja literarisch loschen, es ist nicht damals, es ist nicht zu lieb der Sprache, es ist zu lieb der Mocker, zu lieb dem, darf sein bekommelig, es ist der Teure, ja. Aber von der anderen Seite darf es sein Verständnis. Das heißt, als das, was man setzt über Affidisch, wird nicht vergliedert wie ein klassischer Text. Verkehrt. Es ist offen für Interpretation und zu Äußerbesserung. Zu dem sagt man Affidisch, verteidigt und verbessert. Ja, das ist mit der Remesser. Der Remesser verteidigt und verbessert. Und das System wird genutzt, der Zugang wird genutzt in alle Sprachen. Ja, alle Jahr ist da eine neue Übersetzung von einem klassischen Werk von einer anderen Loschen. Ja. Es ist nicht kein Sache, was ihnen noch mal ausgetragen. Aber das ist, denk dem, was die Sprache bei sich, und also ich habe gesagt, die Russen, seine Neymasel, sie kennen lernen dem Rabelais. In der Übersetzung, sie wollen nicht verstehen. Franzosen kennen nicht, weil die Sprache hat sich so gebeten, sie verstehen nicht. Aber ja, das ist ein Meil in der Gesorgen, ja. Noch eine Sache, ich habe gesagt, dass man aufgeht dem Äußeres von den hebräischen Wörtern. In 10 Rennen, das ist ganz später 10 Rennen, 1800, 19. Jahrhundert, steht geschrieben, da steht geschrieben auf Hebräisch, aber mit jüdischen Äußeres, und
in Klammern. Die Klammern gewiss machen einen Unterschied. Also, ich meine, das ist Lehavdel Klammern. Ja, Lehavdel. Und von den Klammern hat sich entwickelt die Gerscheien von Gänsenfieslach. Sein Ruf oben, das ist nicht kein jüdische Chochma, das ist allgemeine Chochma von den Manuskripten, als man hat etwas zitiert und zitiert in Klammern und dann noch sind die Klammern, der halbe Levonis, geworden auf der Hälfte verkleinert und geworden Gerscheim, oder wie sagt man, wie die Gänsenfieslach auf Englisch. Quotation marks auf Englisch. Ja, ist, hat er noch einen. Und da hat er schon, 100 Jahre später, das ist schon, wir können sagen, unsere Zeit, weil die war sein mein Eltern, und das ist eine derselbe Parche, und das sind viele der Oisies seinen Klore, ja. Man darf sich verstehen, die Oisies, der Ero, der Abraham, sagt Gott, ich habe mir bewiesen zu Abraham, und das hat Jakob und hat sie gesagt, dass mein Name ist Shaddai, und viele mit meinem Namen Shaddai, aber sie gegeben, was ich habe zu sie zugesagt. Michal Sheken mit meinem Namen Adoshem, oder Shem Ameforish. Ja, weil ich bewahrheit an das, was ich habe gesagt. Das ist ein bekannter Fall von Kalbe Choymer, ja. Das ist ein Fall von Allah's Kammer. Das ist sehr ein gewaltiger Übergang. Das Übergehen auf Quadratne Oisies ist ein Simen-Mubak von dem 19. Jahrhundert. Und hat sich nicht bewiesen gleich im 19. Jahrhundert. So bewiesen irgendwo 1850er. Ja, wie bald sind noch. Es ist etwas vorgekommen. Einmal kann man sagen, was für ein Unterschied, etwas, was man sagt gleich, was ist nicht normal. Volle Pintalach auch. Volle Pintalach, so wie ja. Sie schwibbelt und sie gribbelt mit Pintalach. Und wer darf die Pintalach? Jeder schaut nach Vakal, man darf nicht kein Pintalach. Es sind dort zwei Sachen. Erstens ist da Vakal, was man darf sich erst entwickeln. Das ist Kometz Aleph O und Passach Aleph A. Das darf man entwickeln, ja. Und das ist eigentlich alles, was man darf. Ja, man darf nicht dem E, nicht dem Ei, das kann man zugeben, aber das ist nicht Mechuyev Metzias. Es durch den Geschirm sagt, der Kometz ist unter dem Sein. Der Kometz ist unter dem Gimel, Gott. Ja. Mein, ja, wir müssen schreiben, zwei Juden, zwei Passach, zwei Juden mit Passach, ist nicht unter den zwei Juden, sondern unter dem Mem, ja. In der Emerson, in Liete hat sich das verwiesen noch in 40er Jahren, als man geschrieben, noch mit Friedrich Oisis, mit die Oisis, ja, mit Zeneren Oisis, hat man geschrieben, sehr oft noch nicht nur kommen zu unter den Aleph, was heißt dann das Wort, ja, also wie Ober, oder. Nur Taki in Mitten, also wie Mame, und ist Tomer, ja, ist Mamesh unter dem Aleph schon gestanden, der Komets, und ich glaube, sehr viele Segel, das darf man noch geguckt haben, weil Segel ist gestanden schon gleich unter dem Ein, das darf man beklagen nicht, weil wir wissen, dass Ein ist das ist nicht dem Segel, ja. Da steht der Segel unter dem Gimel. Jetzt fragt sich die Frage, zwei Fragen. Erstens, von wann nimmt sich das, dass man geht darüber zu normalen Oisies? Und die zweite Frage ist, für was nützt man so viel Nekudes? Muss sich kein verantworten, die zweite Frage? Muss sich ein Gedanke für was? Soll sein, öfter derselbe System von Lernen für die Kind, ja, wenn die Kind lernt sich Aleph Beis, soll nicht davon lernen zwei Systemen öfter, soll passt auf ein. Das heißt, dass derselbe Oisies dienen zwei besondere Systeme. Ja, ist eine Sache, man lernt, da weiß man, dass der Min Haien ist ein man darf nicht kein Segel, ja. Also, man weiß, wenn frei sein von Arbeit, ja, das ist in der Pasche. Frei, man weiß, dass frei ist, nicht frei, man darf nicht weisen. Aber als man geht darüber, also man lernt Kinder, darf man weisen. Ja, man soll nicht, das ist meine Erklärung. Und ich habe sich angestoßen zu dem, was ich habe gesehen, einmal
in der solche Zeitung gearbeitet, ich denke für das Jahr, im 95. Jahr, da zitiert, etwas Ersatz auf Jiddisch, und sie haben gewiss, dann kommen zeigen, zwei Nikot, und ich kann das verstehen, wie man lehnt das, ja. Ja, so aber verstehen, ein Minute, selbst schon dasselbe, es ist nicht wichtig, dass dasselbe ist, es ist nicht alle verstehen, dass dasselbe ist. Man weiß, dass es gemacht dasselbe ist, aber es ist ein anderes System. Zu dem hat man das eingeführt. Und so hat sich gehalten, sehr lang, und ich will bald sagen, mehr oder weniger bis wenn, im 24. Jahrhundert hat man gekannt gefunden in solche Bücher. Aber von wann nimmt sich das herübergehen auf Quadratne Oasis? Das ist schon unser Chava Moshe Mendelssohn. Das ist sein Chumash. Ja, und ich habe vorher gefunden, wo heeft zich als, okay. Ich erschien des Abraham, Yitzchak und Jakob als Gott, der Allmächtigste, aber mit meinem Wesen, welches unendlich und allergewärtig heißt, bin ich von ihnen nicht erkannt worden. Und so weiter, ja. In den Sachen, was genutzt, hat genommen von Schreiben Jiddisch, ja, von jüdischen Orthographie. Und hat Sachen hat dazu gegeben zu dem Deutsch, ja, da zweimal Lamed, ist klar eine deutsche Erscheinung. Aber der Fakt ist, es ist Sachen, es ist nicht 100% dasselbe Quadratne äußerst, aber es ist auch nicht aschkenazischer Kursiv, das ist nicht Maschkit, das ist ein Teil von dem System, ja. Es versteht sich als Parim hat nicht gedacht, dem Nico, du hast Puschen geschrieben Deutsch, mit jüdischer Äußerst, ist das, ich lebe, als hat das eingeführt. In 1814 ist raus, eine Übersetzung von Koelis, von sehr wichtigen Maskel Leshen Satanova, ich soll das weisen, ausgegeben geworden 1814 in Stadt Ternopil. Okay, jetzt lassen wir gehen, das ist wichtig, welcher Text, wie soll sein Fidesz. Ihr seht, das ist euch mein Quadratneues. Und ist aber gewesen ein Nachfolger von Moshe Mendelssohn, aber gekannt seine Übersetzung von danach. Und eigentlich, das ist eine gewaltige Übersetzung, weil setzt über Mamisch in Padoler Jiddisch, auf Padoler Jiddisch. Sagt, wir wollen schreiben Mamisch auf unser Jiddisch. Es ist auch alle geschlossen, aber Menschen sollen verstehen, zu dem derselbe Siebe, für was man gebeten zu rennen. Ja? Es beschaß, wenn auf Deutsch darf man haben sein, muss damit zu Luthers Übersetzung von der Bibel, ist bei Ihnen darf man haben sein, überzugeben dem Original, aber auf Verloschen, was man kann verstehen. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Ich kann sagen, zu anderen. Das ist eigentlich, ich weiß auch, wie soll ich durch die verschiedenen Eufanen von Typografie und typografische Klolim oder Regilisen, kämen da sein eine ganze Geschichte von Literatursprache. Ja, und nicht nur das, nur so weiß ich den Unterschied, weil der soziolinguistische Unterschied zwischen Jiddisch und Laschenkoidisch. Laschenkoidisch ist gewähnt von Neumond, wie die Hauptsprache, die bekommendste Sprache, das ist klar. Aber wie Norman geht darüber, auf mehr oder weniger dasselbe Äußerst, das ist schon, beide sind dasselbe, ja, wahrscheinlich Typografie, ist es sehr, sehr ähnlich. Ja. Nun, sie wird irgendwo in den 50er Jahren von dem 19. Jahrhundert beweist sich ein neuer Schreiber, schreibt sehr Asach, das ist eigentlich mehr dick, und hat am meisten seine, und hat sehr lieb gehabt euch dem Nikud, hat euch sehr lieb gehabt deutsche Wörter, genommen von Deutsch, das heißt Deutschmensch, bei ihm ist wichtig. Ein Dorf später ist gewesen Yeshua Mezach, euch hat geschrieben sehr populär, interessante Bücher, euch hat ein moderner Gemisch von litwischen Jiddisch mit Deutschmerisch, aber euch interessante Sachen zu lernen. Das ist gewesen Mezach, ist gestorben irgendwo schon im 20. Jahrhundert. Aber wir sehen, da ist noch als der Nikud.
der Nico, da viele, dort wo wir darf nicht, ja, nur noch nicht unter den Alef. Die wichtigste Erscheinung in der Geschichte von Typografie von Jiddisch ist, versteht sich, der erste Zeitung, wöchentliche Zeitung, was hat nicht gar keinen jüdischen Namen, ja. Punkt ist es nicht auch ein Wort, was alle jüdisch schreiben, verstehen, was heißt, was meint es vorwärts, was meint vorwärts. Vorwärts, was für ein Wort das ist. Für uns kein Dima wissen, aber vorwärts, darf keinen Deutsch. Dasselbe ist mit Kohl Wasser. Es ist nicht Keul mit Wasser, ich sage Menschen im Gemeins, das ist Keul mit Wasser, das ist Kohl mit Wasser, das ist die Stimme von dem Neues, der was bringt der Neues, was bei dir Neues, der Wasser, der Herald und so weiter. Ja, ist mir selbst mit Samen ohne, als sie nützen dem Nikud, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr wie man darf, aber das kann man durch sein, mit der Zeit werfen sie alles auf, Achutz, kommen zu Alefo und passen Alefo. Und das ist gewaltig, ja. Wir können viel sagen, welche Nummer, ja, man darf pushen da durchgehen. Schon im Zweiten sagt man, also machen ein bisschen mehr liberal. Ja, da ist, ja, eine Reihe steht, ist der Passag steht unter den alle von Reihe, ja. Das ist eigentlich korrekt in Hebräisch, meine ich. Ich sehe da eine interessante Sache. Also ich schreibe un mit der normalen Nun zum Sof, ja, und nicht kein lange Nun oder ein Ende Nun, wie sie ist. Ja, Ich das habe ist gesehen noch in eine von der Friedrich Zellerenes, dass sie steht, also a viele als alle andere Ende-Wörter sind ja gewesen, normal. Ist der Scheil ist, für was darf ich un, ist also ja Rieber. in älteren Niedersch, wenn man lernt etwas mit der langen Nun zum Sof, alle Wurf Nun, ist es nicht un, das meint on, without. Weil un, schreiben mit der kurzen Nun und mit den Apostroph, ja, man hat abgehakt dort, Dalet oder Tess und so weiter. Ja, das ist geblieben bis sehr spät und bis die ganze gerecht, das ist ein Teil von der Modernisierung von der Sprache. Ist, wir sagen, ein Wort wegen dem Text gerufen, der samme erste Text, das ist noch nicht der raffinierte jüdische literarische Losch modern, ja, aber das ist modern verstanden mit was sie vernehmen sollen. Das ist schon Politik, Geschichte, ja. Sie beklagen sich auf der Milchome in Amerika, auf dem Bürgerkrieg in Amerika, und sie beklagen sich auf dem, als er sei gebildet und freie Land wie Amerika, ein Teil von den Staaten halten sich und leben, als man darf halten Menschen wie Sklaven, ja. Sie macht ein Kreis dort und sie sagt, dass schwarze Menschen seien die originelle Einwohner von Amerika, aber nicht das meine ich. Ja, aber es ist ein bisschen wie ein Drosche. Das ist der Unterschied zwischen modernen Literaturloschen und ein Drosche. Der Drosche ist ein Drosche, euch hat ein Genre, und ein mittellerlehne Sprache, ja, der Publizistisch. Es hat alle Knäschen von Literaturloschen, ja, von Reden. Aber es ist nicht kein Drosche. Man schreibt nicht Artikel, Zeitungsartikel, so wie mit alter Drosche. Ja, das ist aber weiß. Und zum Sof, glaube ich, wir sind schon angekommen zum Sof. Ja, zum Sof will ich sagen, als gewinnt, das ist auch historisch, das haben wir letzten Punkt bei uns. Aber lassen wir dann beginnen. Da, die zwei wichtigste periodische zwei wichtigste Zeitschriften und sein, dass gewinnt Kolme Wasser, für einführen dem Häuslig, und der Häusfreund. Ich weiß nicht, wie viel von euch haben gehört wegen dem Häusfreund. Ich habe jetzt unter dem Häusfreund. Es sind gewähnt zwei dicke Journalen oder Jahrbücher, was einen Reus in 1888. und 1889. Jahr. Der erste wissen alle und alle riemen das, und es ist doch was zu riemen das. Das ist schon mal Alechems jüdische Volksbibliothek. Der äußere Säubich habe ich gewiss noch mit Quadrat Neuses, aber noch als mit Nikud. Aber der Häusfreund hat es gegeben von Spectre,
ist gewesen eine Sache mehr progressiv und wichtig in der Geschichte von Jiddisch, von der jiddischen Kultur, wie mir geht sich auf ein Cheshbon. Und der Journal vernimmt sich mit der Frage von Geschichte von jiddischer Literatur. Man erzählt meistens wegen Bobebuch, man gewiss sehr wenig, aber man erzählt wegen der älteren jiddischen Literatur. Und was sie geriefen jiddische Literatur, beschätzt wird Shalom Aleichem, hat noch gerufen moderne jiddische Literatur wie jargonische Literatur. Ja, das ist ein größer Unterschied. Und ich will euch sagen, noch etwas wegen dem. Das ist die jiddische Sprache und ihre Schreiber. Ja, der Un ist da kein kurzer, nun, ja, aber man sieht eine historische Beschreibung. Das was ist, was alt ist, nicht so alt. Ich meine, dass der Zweite ist besser. Zweite, dann geht über schon namens redt wegen Eli Bocher, Bobebuch und so weiter. Is oi mi viel eigener Date. Wenn wäre sich an der moderne jiddische Literatur. Was wollt ihr gesagt? Ja, das ist eng verbunden mit der Sprache und beschreibt es. Ich habe gesagt, es ist gewähnt älter Seide. Der Emerser älter Seide, nicht Seidische Mendele. Und der älter Seide hat geheißen Israel Axenfeld. Es ist sehr spät, es ist 1861. Jahr und es ist in Leipzig. Weil Russland hat man noch mehr gehabt, rausgegeben, solche maskilische, antichsidische Sachen. Ja, und hat noch gelebt, aber nicht lang. Ist leider, seine Sachen sind verfangen gegangen, etliche Roman. Läuft an dem Roman, was heißt Sterntichel. Die meiste, was es dort erzählt, in den meisten Büchern, hat dem Namen, wie man rief das in Russisch Polen, Sterntichel. Hat wie ein Badchen mit Grammen, ja. Aber beklau ist das Prosa, und es ist Prosa gebunden zusammen mit Drama, wo da geschehen was auch Piessen. Der dritte Teil von dem Roman kommt vor in ein Zimmer, also wie auf der Szene. Sternbindel, Kopfbinde, Bindalik und noch mit anderen Wörtern. Das eigene weibische Perlzierung, und die heißen in andere Wörter, Sterntichel, Kopfbindel, Bindalik und noch mit anderen Wörtern. Dass man hat dem Shigoyen abgeschafft, man darf es beklau lehnen mit ukrainischen Jiddisch, ja, dass man hat dem Shigoyen geschafft, von dem Kopf, und schreibt von dem Kopf, nicht von dem Kopf, in jüdische Waben gehen, wie alle Dames, mit der falschen Zop, wie man erzählt, sie sind mal gewesen, auch mit der Rebbe zum Verzaten. Also wird man der Monen, wo Sterntichel hat einmal gehabt, Bataten. Efter wollte man a Streimel mit a Spodek euch für eine Secher wegen, gedem man soll es einmal weisen, gedarf in Spiritus reinlegen. Spiritus, das ist Spiritus, das ist Alkohol, ja. So weiß er, wie viel narrisch Menschen, was ein progressiver Menschen, was leben im Progress, wie stark man kann sich benarrischen. Meint, Emmes, Sterntichel ist weg von Tagtäglichkeit, bei der stark fromig Siedem. Aber die anderen Sachen sind ja voran, ja. Das ist es. Hat gemeint, dass das ist zeitweilig. Hat wenig verstanden. Okay. Ist der ältere. Hat es geschrieben, irgendwo in 1840er. Und das ist ganz früh, das ist noch vor Isaac Meyer-Dick. Es ist eigentlich euch Gebäude auf seine eigene Erfahrung, auf seine eigene Biografie. Es gewinnt ein Chosset von dem Teuten Reben. Ich meine, und es hat angeführt mit Zeit dort ein Reb Borachel, einer, nicht in Meschbisch, in Breslau, das ist. Ja, Reborchel ist für Meschbusch. Breslau hat sich geschlagen mit Reb Nachman. Ja. Ich gehe zurück auf Aplondet, aber es ist da ein Buch, was gefunden die alle Protem, und das ist
wird geheißen Meir Wiener, der wichtige Forscher von jüdischer Literatur. Hat man mich als noch gesucht und gefunden. Und das heißt, es ist nicht im Ganzen eine wilde Mais, es ist Gebäude auf eine Lebenserfahrung, ja. Das ist die Masse. Will ich euch da fragen, wie ist die Beziehung mit der chassidischen Literatur von jener Zeit und noch viele früher, ja, weil es ist schon gewähnt chassidische Literatur, ich weiß nicht, wie kann es bei mir rief das Literatur, ja, der Sipire Meises von Reb Nachman mit Breslev, Rotem Darman, ist gewähnt früher, ich meine 1814, 1816, Schifre Abest ist euch da, es ist schon du etliche Bücher fahren, wo sind mehr Meisedig, kann man riefen, ja, wie rechnet ihr das rein in der Literatursprache? Das ist ein Teil von Literatursprache, das ist klar. Mhm. Ich kenne nicht der Mann als, ich habe nicht der Mann, der das sagt. Ja. Weil unsere Geschichte ist sehr kurz, aber es ist angepickt wird mit verschiedenen Proten und Fallen. Ja, und das ist sicher ein Teil von literarischen Jiddisch. Es ist eine sehr wichtige Arbeit von Judel Mark wegen die jüdische Wörter Shivchei Best, in dem hebräischen Shivchei Best. Und es ist eine drei jüdische Übersetzungen von Shivchei Best in 1815, 1816, 1817, genau die Jahren, wenn der Regional ist raus, und eine von denen ist Gebäude voneinander Nussach. Man dann noch schon gefunden, der hebräischen Nussach aber ja, das ist, wenn Epsachon chassidische Literatur. Chassidische Literatur Epsachon Punkt also wie, weil die Literatur was gewesen früher, gewesen meistens von Talmud, und sie gewesen meistens von Chassidei Ashkenaz, aber das ist eigentlich Balei Shem, ja, und das erste Buch, wie weit ich weiß, was ich halt als das erste Buch von Chassidus, begann bei einer Chassidus, nicht auf Hebräisch vielleicht. Zufällig. Weil das ist, zu jener Zeit ist das Buch Sefer Chassidim, was man stark gehalten von dem, sind 16. Jahrhundert, muss übergedruckt. Aber Afidisch hat man übergesetzt erst in 1775. Und es ist ein damals in Jolkwe. Und das ist eigentlich das erste chassidische Buch. Es ist wegen anderer Chassidim. Aber als zweimal haben sie verbieten, einmal haben sie verbieten das Wort Zadik auf Agitarid, und ein anderer haben sie gesagt, Choshet Bekscherim, das meint Emetzer, was Choshet Agut Niden. Ja, was glebt nicht Agut Niden. Das ist das ist ein chassidisches Werk in dem Sinne. Und Balei Shem sind gewesen sehr wichtig, versteht sich, Balei Shem, aber was gewesen Balei Shem. Balei Shem ist eine ganze Tradition, was geht noch von, Mestamme sind die Chassidei Ashkenaz. Es ist ein sehr wichtiges Originalwerk wegen dem beiden, von Sarah Zfassmann. Sind sie sehr aus Pension, so es gibt sehr viele Artikel und Bücher. Und eine von den drei größten Monographien, was sie hat rausgegeben letztens, ist Mamesh wegen Shivchei Balei Shem von damaligen Zeiten, von Sefer Chassidim und Meisterbich, wo das ist ein Teil von dem Meisters von Chassidei Ashkenaz, bis Chassidus Gufa, weil unser Chassidus ist sehr spät, unser Chassidus ist 400 Jahre später noch der Chassidei Ashkenaz. Ja, das ist ein Keimerland. Das Stückel weg. Ja. Nur Ja, dann ich will noch auch sagen, der Chiddisch, als erstens, Dov Berkeller hat geschrieben einen Artikel wegen dem, und ich meine, dass dieser Artikel ist gewesen angenommen als der erste Buch, was ist gedruckt geworden, die chassidische Buch, was alle rufen nach chassidische Buch, ist von der Taltes Yankov Yosef, der Flohe in 1780 ist das? Ja. 1780. Und das ist auf Flaschen Koidisch, aber was ihr beweist in der Artikel, ist, dass der erste Buch kommen sehen mit der Übersetzung von der Sefer Chassidim. Und das ist ein riesiger Chiddisch. Na, das ist so bekommen, ja. Ich lebe es mal das herausgegeben, weil
das Wort, sie tut noch ein Beweis. Auf dem Schallblatt steht geschrieben, als das ganze Buch ist von Same One bis zum Sof eitel Chassideskeit. Man hat doch nicht gehabt das Wort Chassidus. Man hat geredet wegen Chassidim, ja, aber das Wort Chassidus hat sich noch nicht entwickelt. Aber sie geschaffen Chassideskeit. Später, 1806, 1810, später Auflage, ist genau dasselbe Übersetzung. Hat man herabgejagt dem Kite, ja, so gedacht, Chassideskeit, das ist Chassidus. Ist die drei Sachen, was auf der Mond. Ach, aus dem habe ich bereit, mein Lehrer ist noch gewesen beim Leben, dem und kann nicht mehr, hat gesagt, kein Schummstoffig nicht, das hat zu tun, was sie das. Und er hat gewiss, sie das, öfter 1 Million Mal mehr, wie ich, weil wenn nicht ist einmal wissen. Ja, ist, ich glaube, das ist zufällig, das erste Buch, was ist verbunden, aber es ist nicht direkt, es drückt nicht durch die Teure von der chassidische Teure von Baal Shem Tov und so weiter. Aber es hat zu tun mit dem. Ja. Ich will euch fragen eine Frage, wir reden wegen Literatursprach. Es ist da eine Aufgemeine in Literatur, nicht mehr an welche Zeit redet man, ja, zwischen Mizrachidisch und Ma'arividisch, es ist sicher da achillig, ja, also man hat gerät anders, wissen wir, sie werden andere Dialekten, wegen dem rief man aus Mizrachidisch und Ma'arividisch. Wie soll sich das bewiesen in der Literatur? Noch einmal, wer hat sich bewiesen, was in Literatur? Der Chilik zwischen Mizrachidisch und Ma'arividisch. Wir wissen, dass sie gewähnen andere Dialekten, wie soll sich es bewiesen in der Literatur? Der Literatursprache ist auch gewesen. Ein bisschen haben wir reingesehen von der Stückerlech, was ich habe gebracht, das verschiedene Kuppers. Ja, das ist Buch. Das ist der Ronek von Drugwesen, ja, auf 34 ist das erste Buch. So viel nicht genau jedes Buch, es ist ein Wörterbuch von Luschen Koidisch. Ja, und das ist manchmal der erste Bücher, 35. Ist, da ist ein Stückchen schon, jeden haben gemacht noch nicht gewohnt in Mitteleuropa, ja, es ist nicht, eine Minute, dann Richtung. Ja, der Muster an der Auge, wie sich ein Mensch halten soll. Ja, und das ist interessant, das ist ein klein Bücherle, ja, und sie kriegt mitzunehmen mit sich. Und die ersten Jahren in Mitteleuropa, in Polen, sind gewesen sehr wenig Kinder. Haben sie gedacht, etwas an mir Kitzer schon Kanare, etwas an dem, nur Kitzer ist auch nicht gewesen, dem. Aber etwas ähnliches, ja. Ist der Format ist ein kleiner, und man lernt sich, ja. Man lernt sich von dem Jüdischkeit. Rabbeim haben nicht stark lieb gehabt, der Sache, ich meine Rabbonim, für was, weil, als man kann sich halt lernen von der Bich, was darf man noch mal auf. Ja, ist, also wie meiner Bekannter hat gesagt, sein Talmud hat sich gelernt von Refuerbichlach. Sagt du hast Staben von der Druckfeller. Ja, es ist nicht alt, das kann man sich lernen von geschriebenem Buch. Sefer Amidas, das ist ein klassisches Werk. Sei auf Jiddisch, sei auf Italienisch. Weil Ashkenazische Jiden sind gefahren in Italien. Ja, kommt so von Italien. Also unser Eli Bocher ist da aufgefunden zum Sof in Venezia. Ja, das ist das Buch, wo man lernt sich, wer soll sich auszuführen wie Jid. Wer soll zu Jiddisch gehen. Aber dann, sehr gut, sehr schön. Das ist ein anderer Loschen. Es ist eine Sache, nennt er zu mehr die deutsche Reden. Da ein Teil von den Büchern, was man da rausgegeben sein gewinnt, übergedruckt mit jüdischen Oisies. Die Menschen pflegen bringen, so da gibt es wohl eine Memoir, also wir wissen, das ist schon später, nach 1800. Einmal in der Stadt, wenn wir sagen, ich denke, das muss schon, also wie Hamburg, kommt zum Bocherer Setzer und sagt, heute ist ein Büchel und erzählt uns, dass es an unsere christlichen Freien sagen, es ist ein sehr gut Buch. Mach es mit unseren Oisies. Man soll kein Neues lesen.
weil ich noch nicht gekannt lehnen Galches. Ja, der Bocher-Ersetzer, bei ihm ist eine professionelle Sache, er muss kennen. Aber normale Menschen, die Ivridigkeit ist gewesen, Ivridigkeit mit Ivri-Lehnen, Ivri-Dikioises, ja. Und nicht lernen Galches. Und Galches, denke, wer darf am Galches für Galochen? Und Galochen ist keine jüdische Sache. Ja. Nun, es ist nicht Stammgalochen, es ist katholische Galochen, was mögen sich gehen. Und scheren die Bett, ja. Das ist es. Ich will noch fragen, zwei Fragen zum Sof, wenn wir endigt und dann noch mal reden für eine Frage in Eulen. Ihr habt doch eine Sache zu tun mit Poesie. Euer Taten, Joachim Kerler, ihr alleine sind ein Poet. Jetzt will ich wissen, was könnt ihr sagen, erstens wegen Amol, mit was sagt sich an, mit was wird denn werden gerechnet, der erste Poesiebücher auf Jiddisch oder der erste Poeten, wer sind sie gewesen? Der erste, also wie man sagt, Literatursprache, ja, der, ich weiß nicht, Poesiesprache, wer sind gewesen der erste? Das ist nicht schon kein Pusher Antwort von der Frage. Aber in 1970 Jahren sind raus zwei dicke Band von jüdischer Poesie. Und sie haben geheißen 500 Jahre jüdischer Poesie. Ja, wir wissen, als moderne Poesie gibt es schon irgendwo, nun lassen wir sagen, 1870 mit Rasche Ketzenellenbogen, weil er gehabt den richtigen Ton, wie er zu schreiben, Lieder, Leute, die Prosodie, was Eli Bocher hat geschrieben mit ihr in 16. und 15. Jahrhundert und was später haben wir angehört schreiben in Russland und in Polen im 20. Jahrhundert. Aber der Idee von oben Poesie auf Jiddisch, aber welche Tischsprache ist sehr wichtig. Weil Poesie, das ist etwas sehr raffiniert. Und es ist da ein Artikel in Heuzfreit, was Gebein der Mond, in dem zweiten Band, das sagt von einem, was hat geheißen Lerner, was hat das auch aufgetan von jüdischen Theater in Odessa in 1870er Jahren. Aber er hat auch geschrieben einen Artikel wegen der jüdischen Muse, wo er sagt, dass Jiddisch ist Punkt so raffiniert wie alle anderen Sprachen zu haben Poesie. Das ist also ein soziolinguistischer, kultureller Moment. Ja, man darf da weisen, was man kennt. Ich will euch bringen Beispiele, sagt er. Aber alle seine Beispiele sind von Volkspoesie, von Volkslieder. Was geht eigentlich bei Tchon? Atel, mehr geraten, Atel, wenige geraten. Was geht bei Tchon? Bei Tchon ist es nicht Poesie, es ist nicht genau Poesie. Es ist ein Minone von der Poesie, ja. Ist das gedacht, dass du da weißt, dass er genutzt die Texten von Volkslieder, was ist eigentlich 1898, 89, das ist schon von der Samen erste Mal, was jüdische volkspoetische Texten von Volkslieder sind zitiert geworden, gedruckt geworden. Weil man hat veröffentlicht, erst in den 80er Jahren, bei Meile, ist es sehr Chicago, von der Stampel. Und als Basing gewinnt als ein Dichter, hat beschlossen, rauszugeben, zwei Band jüdischer Poesie, hat er Taki angehäuben mit altjüdischer Poesie. Das ist man gefunden in der Altes Forum, was bis damals hat nicht gekannt. Und wer hat ihm geholfen? Es hat ihm geholfen, Ber Boracher, was er hat herumgefahren zwischen den Bibliotheken und gesammelt alle Materialien. Und hat gewusst wegen dem, ja. Es hat ihm geholfen, hat ihm gegeben ein Vokabular, ein Wörterbücher zu erklärenden Wörter und zu verteidigen und so weiter. Sie eben ein Stücke von, ich meine, von einem, ich denke nicht von einem Jahr, welche Jahrhundert, das ist öfter von dem 17. Jahrhundert. Ja, das ist sehr gering, ich gucke es dann eigentlich. Wird so skaniert, das sagt man nicht alle Seiten, aber das sagt man die Seiten. Ja, aber ich meine, ich habe die Mama schlimm sich. Es ist nicht alles, muss man sagen. Es ist, ich habe eine Sekunde. Ihr sollt nicht meinen, ich habe es so gedacht. Ich kann das sehen? Ja.
zwei ganz große Band. Ja, und wo ist der Regisseur? Man hat gemacht auch mit Art Deco, man hat gemacht also sehr verschiedene Auflagen. Bei mir ist mehr Poschet-Auflage. Ich lasse mir gucken, um zu denken, was ich weiß nicht. Oh, sie sagen von 1410, wo haben sie gefunden von Reb Zelmlen, jüdische hebräische Dicht. Oh, was? Okay, das heißt, Mama, sie haben gewollt erweisen 500 Jahre. Ja, das ist der Nationalismus. Ich will erweisen, das ist eine lange Geschichte. Ja, das ist gewähnt Poesie 500 Jahre. Vor 1905. Ja. Sie gewähnt, aber es ist nicht dasselbe. Ja, es ist, das Wellen zu sehen, als wie ein Continuum, kann man verstehen. Aber es ist gewähnt auch sehr aneinander mit Loschen, Schreibsprache alle, oder der ältere Literatursprache ist gewesen sehr anders von der Neue. So ist ich sehe der Baneit. Und so hat sich auch historisch ist gewonnen, nennt er zu dem geretten Loschen, zu dem natürlichen Loschen. Ich meine die Literatursprache. Oder die Sprache, was man schreibt. Ja, es ist, Ja. Ich will auch sagen, als ihr habt geschrieben einen Artikel, was wir können finden online wegen 1919 und die Wichtigkeit von 1919 für Poesie in der jüdischen Literatur. Und ich will stellen, nicht jetzt der Link, ich kann es nicht treffen, nicht da sei Gier, aber in YouTube will ich stellen den Link zu euer Artikel. Und Menschen können dort reingucken wegen der Literatur, der spätere Literatur, Poesie. Ich will zu endigen mit der Frage, ja, ihr seid ein Poet, ihr Tate, sie sind ein Poet. Ich will euch fragen auf den Prozess von Schreiben Poesie. Man hat geredet die ganze Zeit wegen Literatursprache, ja. Und wie soll es sich entwickelt? Ich will wissen, es entwickelt sich tagtäglich, ja. Wie schreibt man Poesie? Sie fallen dir rein von sich allein a Schure, du bist machlich, dass du darfst schreiben auf eine gewisse Themen und dann du setzt dich wegschreiben. Kannst du ein bisschen vorstellen, wie arbeitet der Prozess? Ich habe nicht genannt von dem. Der Antwort ist eine Chazas. Das Punkt, wie wir wissen, ist der Unterschied zwischen wie soll das Organische geht, beweist sich in dem oder nicht organischer Masse, ja, materieller Welt. Dasselbe mit Schöpferischkeit. Das ist sehr schwer zu sagen. In meinem Fall ist es gewesen sehr lange Jahre habe ich das schon erkannt, wie Poet, viele nachdem ich habe sich gedruckt. Es ist ein schwerer Prozess von mir. Aber es hat sehr Sache zu tun mit Sprachhusch, mit Spieravdigkeit, mit Ausdrücklichkeit. In allgemein, die Eize, was es vielleicht geben in Russland, als Tomer kannst du nicht schreiben, Poesie, schreib nicht. Ist eine gute Eize, ja. Aber als man ist schon mehr weniger heute mit dem, wir sind nicht runter mit der Pen, das beweisen sich Lieder, ja. Ich kann nicht geben, mir ist sehr schwer zu geben, Eizes, aber ich glaube, dass jeder einer kann schreiben, Poesie. Das ist nur ein Ingen von, wie man streut sich an, man darf sich anstreuen. Zu werden ein Stück dichter, ja. Es ist ein neues Druckmittel. Punkt, wie jeder einer kann schreiben Prose. Also, jeder einer kann... Eigentlich, ich meine, Poesie ist geringer zu schreiben wie Prose. Prose ist auch mehr kompliziert. Und historisch, Prose ist mehr kompliziert wie Poesie. Ja, man hat vieles gewähnt, epische Poesie, eine poetische Form. Danach, mit Beweisen sich von Prose, ist auch die Poesie geworden mehr raffiniert und mehr kompliziert. Aber schreiben gute Prose ist eine Sache schwerer, wir schreiben das Beste so gut und dann lassen wir sagen mittelmäßige Poesie. Es ist eine schwere Sache, Prose. Ja. Weil Prose ist mehr linear und Poesie springt also. Ja. Und sie hilft besser, ob einer will schon ja neben schreiben und schreibt, ich weiß was, sie hilft
zu sitzen, was sagt ihr auf sitzen, schreiben, ich mache Literatur, schreiben Poesie und ich glaube, durch euch Thema oder etwas so Sachen. Poesie arbeitet also בכלל, oder Poesie, es darf reinfallen, der erste Strophe, der zweite Strophe und danach flieht das. Wie wolltest du gesagt? Ich meine, das kann man dann bei Sachmenschen beschreiben, Poesie. Sag Dichter, Männer, Poet. Es ist eine Sache, was kommt von draußen. Nicht mehr schreibt, nur mehr verschreibt. Ja, also wie Sachmenschen, wo singen Lieder, Sachlieder, noch 40 Jahre singen Lieder, schaffen sie eher der eigene Nigune mit eigenen Wörtern, stücklich andere Lieder. Und sie sagen nicht, ich habe geschaffen oder geschrieben ein Lied. Sie sagen, ich habe zu neu gestellt ein Lied. Zu neu stellen. Ja. Aber in Poesie machen wir viel nicht nie von zu neu stellen, sondern nie von verschreiben. Glaube ich, wir kommen von draußen. Und zu dem, ich habe gehalten, die alle Sachen von Narrischkeiten. Die ganzen Linien von Inspiration und solche Sachen. Aber zum Sober kommt sich das ja zu tun mit Inspiration. Es ist nur eine Erzählung wegen ein sehr bekannter russischer Dichter für Kinder, ein wichtiger Literaturforscher, Kornei Tschukovsky. Also er hat geschrieben, sein bekannter Poeme, ich meine, es ist Muchata Katucha, etwas anderes. Er ist gelaufen, sie sind gekommen, ganze Reise, gelaufen, das zu verschreiben, geschrieben, falsch hat noch gekannt gefunden, ein Stück Papier, ein Stück Zeitung, oder verschrieben, die Zures. Ja, er soll nicht vergessen. Und das ist ein lange Poeme, es ist nicht kein Lied, es ist ein Poeme, vieles Poeme ist long poem, ja. Und Poem ist ein Lied. So hat etwas zu tun mit Inspiration, ja, mit der und euch hat ein Lied, was ist mehr weniger geraten, Thomas hat euch wie ein Stück Ness. Weil es ist nicht, es ist nicht selbstverständlich. Es ist meine Eze, immer so was will schreiben, Lieder. Soll sie oder ein Brief schreiben ein Lied. Ja, bewusst nicht. Ich bin nicht kein Gegner. No, ist ein Dank für den Kommen. Ich will jetzt darüber führen zu Frage von Neulem, ob sie es da. Und ich will einstellen, einen Schmusskessel jetzt da eingestellt. Das ist ein Link, wo ihr könnt gehen zu seinen Büchern von seinen Taten, von ihm allein, verschiedene, und ob sie da online ist, bedarf klar, könnt ihr uns treffen dort. Und mit sich wenden zu Eilem. Ja, ihr könnt sich euch stimmen für eine Frage, ich würde sagen, ich stelle euch den Link zu der jüdischlige Linken euch und also will das Treffen online ist linkfürjidisch.org, linkfürjidisch.org und auf YouTube wird ihr können treffen die ganze Lektie und euch zum Sof wird ihr oben alle Linken reingestellt in der Video und in der Beschreibungen und so weiter. Gut, also danke für den Kommen. Gut, wer will fragen? Ja, ich will etwas fragen, Berke. Was meinst du? Nur der Wald bin ich noch da. Das ist gut. Sag, was tragst du wegen der Sprache vom Beobachter an der Weichsel? Hast du einmal bemerkt, geschrieben, kommentiert, wie ein Reinfiel? Ja, ich habe gewollt weisen das sagen. Ich meine, es ist Deutsch. Es ist Deutsch. Das ist Deutsch, Galches. Ja. Aber ich denke schon, ich hab nicht verwissen, dass ich habe gewollt gucken, welche Häuser haben sie genutzt. Dachte ich, dass jüdische Häuser, Maschke. Jüdische Häuser über Deutsch. Ja. Ich halte es nicht für jüdisch, was ist Deutsch. Bichlal nicht. Aber die Häuser sind Takinsch. Jüdische Häuser. Ja. Ich hab vorgelegt, man soll definieren jüdische Literatur, Bichlal. Literatur, was wird geschaffen und gedruckt mit jüdischen Häusern. Sagt man mir, nee, es ist unmöglich, dass da so viele Jüden was schreiben. So ist es sehr poschet. Mit alles, was hat zu tun mit Jüden und Jüdischkeit, ist geschrieben mit jüdischen Häusern. Als man aufgehört schreiben Ladino mit jüdischen Häusern, das ist gewesen der größte Tragödie von dem Losch. Ja, Und Borochow hat gewollt darüber gehen auf Lateinisch. Hat mir immer geschrieben, es was Emerson hat geschrieben, etwas auf Russisch mit den Scheußes. Und zufällig habe ich gesagt, der Mond, Shmuel Halkin oder was schon, der größere jüdische Dichter, wenn ist gesessen in Turme,
haben die was eingesetzt mit dem, du sagst, du bist der Poet, schreib ein Lied. Hat geschrieben 2, 3 Lieder auf Russisch. Und er seine Reus in seiner Sammlung für Lieder von Lager und Füße mit jüdischen Äußers. Das ist Russisch mit jüdischen Äußers. Weil er ist vor der jüdischen Dichter, was da für der Galches, der goyische Buchstaben. Ja. Einfach genügend dich zu sehen. Schön. Noch Mir etwas fragen? David, ja, mir David fragt nicht Spuskessel, ich weiß nicht, aber will doch euch nicht fragen, ich will es dabei fragen. Für was meint ihr, es ist nicht nötig zu differenzieren zwischen Porn wie Pei-Fei, Shinzien, 2 Juden, Passach, 2 Juden, und noch, seid ihr Anti-Jiver, Äusleg? Shinzien darf man nicht loben. Pei ist genug oder Pei oder Fei, aber beide ist ein bisschen zu viel. Ich bin nicht anti-Ivo, es ist nur mehr wie Ivo Äusleg. Ivo ist nur eine von den modernen Äuslegen. Ich bin ein Teil von der Redaktion, von dem Journal, ja, Jüdischland. Und ich drucke also, ich hätte nach dem Schwell drucke, und in Vorrat, ich drucke sich mit Ivo Äusleg. Ich bin nicht gegen. Wenn ich drucke etwas allein, das ist schon ein anderer, dann bin ich schon der Boss. Nu, ich habe auch gern zu redagieren, ich habe Sachen redagiert in der Vergangenheit, ein bisschen nimmer geworden. Es geht ein bisschen weniger heraus mit dem Äußerlich, was ist mehr wenig ist, als 90% so wie es ist alles so die kleinliche Sachen. Es ist narrisch, ja, es ist nicht, ich bin nicht Gegner. Und ich bin nicht Anhänger, ich bin verkehrt. Ich glaube, dass ich kenne dem Ivo Äußerlich besser wie ein Teil von der Redaktoren, was ich habe gesehen, was sie machen mir Vorführung, aber ich kann sie da weisen, dass sie nicht gerecht, weil ich kenne die Klolim. Ist, nicht gefährlich. Ich bin nicht, wir können machen ein Leben, mit der Office und an der Office, über Feien. Ja, das ist nicht prinzipiell. Aber ich weiß, dass nur Menschen, die sind great zu argen mit dem. Ja. Noch einer hat mir gefragt, privat, sind ich in der Schmutzkessel, was ist mit Jerusalem Almanach? Ein Tattoo gefleckt redaktieren und dann noch sein Ptire hat die redaktiert, Jerusalem Almanach. Ist es selbst eine Zukunft von dem? Ja, ich sehe nicht schon Zukunft. Ich habe redagiert 3 sehr dicke Bänder. Ich habe redagiert auch Bänder noch, der hat noch gelebt. Es ist sehr treurig. Ich kann sich nicht vernehmen mit Verkäufen und ich habe so gewinnt, also ich habe gedacht, zollen Steier, ich soll können verteilen, beginnen. Es ist sehr narrisch. Es ist nicht, ich sehe nicht dem Eulen, soll es, weil ich rede es wegen Unterstützen, du musst zu kaufen. Ja. Und das ist nicht schwierig. Ich habe verändert. Ich muss nicht raten, wenn die Literatur befragt, noch ein Mensch kann nicht raten, wenn die Literatur. Das ist ein Indien für mehr wie ein Mensch. Ich kann ein bisschen zugeben zu dem, was ich bin schäferisch. Ich redagiere etliche Sachen von dem Journal. Ja? Bin ich wie ein Redakteur. Und ich redagiere es mit Äußerung, was ich habe nicht lieb. Und verwusst nicht. Ich bin ein toleranter Mensch. Ja, aber leider, sehe ich nicht, soll sein, ein bisschen Kuba von Almanach. Ja, das ist, und ich muss mich konzentrieren auf meine eigenen Sachen. Ich finde Zeit, dass lieber auf Prosa, ja, nicht künstlerische Prosa, aber Sachen sind geschrieben in der Form von Prosa. Siehst du etwas, was wart uns? In Zukunft? Ich hoffe es, ja. Sei Sichroin, sei Texten, sei Forschung, so was auch. Ja, ich sage, die Sache mit der Typografie, keiner hat das nicht behandelt. Ich habe es bemerkt, weil ich habe geschrieben mein Buch, keiner hat das nicht untergehabt. Nur aber sich umgekehrt zu der. Und das machen wir dem Erfolg. Ja. Eigentlich, der Sof ist, als was weniger pinterlich, als mehr progressiv. Politisch, erzieherisch, mehr progressiv, mehr liberal. Was mehr pinterlich, als mehr fremd, traditionell und so weiter. Nur das ist darf man schon nicht pinterlich, ja. Aber ich rede wegen dem Dorf bis, lassen wir sagen, 1990.
gut. Es ist eine Weile Dank für Kommen. Und ihr werdet alles, wie gesagt, können sehen auf YouTube. Ja, und wir werden sich sehen, der Korrev. Das ist schön, ja. Gesund. Ein größten Dank für alle Freunde, die sind gekommen. Und man soll sich treffen auf Simchas. Nur auf Simchas. Und erzählen gute Sachen im Frieden. Seid gesund. Seid gesund, Konto. Bye bye.